Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. In der letzten Episode sind wir hier in dem schönen Dorf gelandet mit der Zittermusik. Und jetzt wollen wir raus auf die Skipiste. Da steht aber noch der freundlich dick eingepackte Herr. Nee, nicht, aber da wird's ganz schön steil. Es ist gefährlich, bitte geh nicht. Ich gehe trotzdem. Ich wollte nur nicht sein. Was sind das für Leute? Sieht doch Ärsche aus. Oh, die kennen wir. Du sind sehr schnell. Ja. Oh je. Sie ist anscheinend alle. Volk, ich lass dich jetzt weitergehen. Und was gibt's dort? Ist ein Geheimnis. Ist doch egal, du hast ganz schön Nerven, meinen Boss so aufzumischen. Der Mensch, den Boss Zeng? Das waren wir nicht, das war der Sephiroth. Nee, mich kannst du nicht verarschen, du Lügner. Nicht gelogen, das war der Sephiroth. Mach bloß nicht so, als wärst du unschuldig, das werde ich dann nie vergessen. Oh Mann. So, Rette hilft mir nicht, ich muss es dir einprügeln. Nur du nicht. Schon gut, ich werde mit ihm fertig. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Was? Ja. Okay. Elena? Du kugelst den Hang runter. Ganz normal ausgewichen. Und dann passiert sowas. Was war? Wir waren arg schwächlich für die Annelien. Das, obwohl sie zu den Turks gehören, ja. Entschuldigung, dass ich mich verdrückt habe. Ich habe gedacht, es gibt Ärger. Du brauchst ein Snowboard, um den Abhang runterzukommen. Soll ich dabei bringen? Ja, das wäre nett. Weiter. Links rum, rechts rum, bremsen, springen. Linke Kante, rechte Kante. Okay, ich probier's dann einfach mal. Na gut. Soll ich nochmal erklären? Nee, danke. Probiere geht über Studiere. Ich habe ja doch gesagt, das geht nicht. Ja, okay. Jetzt schiebt er mich da noch fort, der Kerl. Ohne Karte und Snowboard geht's nicht. Na gut. Aber wir wissen ja noch in etwa, glaube ich, wo es ein Snowboard gibt. Ne, Quatsch, das war das komische Mechanikhaus. Links war der Lade. Die Annelien hat ja dicht gemacht. Da kommen wir an, mit durch. Dann muss das hier gewesen sein. Das Ketzelpinst. Und was sagte Bu? Ich habe mich am Snowboard verletzt und jetzt kann ich bald nicht mehr raus. Hey, ich geb dir mein Board. Ja, danke. Schlüsselobjekt Snowboard. Sehr, sehr cool. Das ist da genau das, was wir gebraucht haben. Was sagst du, du Rodel Queen? Mit der können wir gar nicht retten. Wir stehen ihr nur im Weg. Und ihr, du jetzt wie Handlanger. Ich darf still unter Kriegsrecht. Tritt ihm in den Arsch. Ja, uff, das sind Kinder. Eigentlich ist geheim, aber im Norden soll was Mächtiges los sein. Der Präsi kommt auch. Könnte ich also ein bisschen auffälliger benehmen. Gut, die sind wenigstens nicht auf Krawall aus hier, die Bursche. Das ist auch nicht verkehrt. Aber jetzt können wir auf die Piste. So, jetzt lass mich vorbei, du bärbeißiger Mann. Sei vorsichtig. Okay. Wieder Minispiel. Aber da war ich früher schon hundsmiserabel drin, muss ich gestehen. Na gut, wir probieren es mal so. Linke Kante. Rechte Kante. Springe. Moment, bremsen wir mal ein bisschen aus, das Ganze. Uah, scheiße. Nee, ich bin wieder hundsmiserabel. Bei so Dinger bin ich am Anfang immer echt schlecht drin. Und es hat... Oh Gott, nicht nur den krieg ich. Ach, Volk. Du wärst doch mal einmal so Ding kriecher. Ach du Scheiße, nicht mal den Pillepalle Quatsch krieg ich hier. Also die Steuerung ist echt barbarisch. Yay, einer habe ich gekriegt. Oh Gott. Oh Gott, Volk. Das wird so nix. Wir kriegen das nicht hier. 2 Hämmer, 2 Ballons, yay. Voll auf die Schniss? Nee, das wird echt nix. Ich bin echt absolut schlecht in sowas. Wie man mir auch überhaupt nicht aussieht. Nur. Am liebsten will ich da durchschleiche.
Okay, so war das mit der Kurve gemeint. Okay, so eine Art Drift kriegt man dann hier. Hihi, da haben sie jetzt die Mogri genommen als Schneemänner. Ein Schneemogri, das ist auch sehr cool. Manometer. Mann. Okay, also Cloud ist definitiv auch kein Snowboard-Profi. Und der Weltrekord werden wir wahrscheinlich auch nicht knacken. Wir kriegen vielleicht noch einen Mitleidspreis für schlechtester Spieler überhaupt. Jetzt wisst ihr auch, warum ich Sport-Let's Plays mache mit Autorennen und sowas. Könnte höchstens noch spaßig sein, mir bei Mario Kart noch zuzugucken. Irgendwann wird das vielleicht auch noch gemacht, dass wir Mario Kart Let's Play machen. Okay, Kenner von Denner 3 kriegt, na großartig. Sogar den habe ich nicht gekriegt. Aber den hier. Mit meinem Blauer, okay. Irgendwas muss ich doch können. Ja, sehr gut. Irgendwas muss ich euch jetzt zeigen können, dass ich irgendwas kann. Okay, zumindest die Dinger. Und hoppala. Zumindest das. Halt mal. Hier kriege. Sehr gut. Ein grüner habe ich auch noch gekriegt. Und dich, da kriegen wir jetzt auch nicht. Okay, aber dich. Na, Mist. Eieieiei. Der hundsmiserable Yankee Snowboarder. Mann, oh Meter. Und der Baum noch gefällt. So drauf geoxt, dass man ganze Baum umgerissen hat. Der muss auch schon arg froher gewesen sein. Boah, und gerade noch einer. Vielleicht sollte ich Holzfäller werden. Das wäre auch nicht verkehrt, oder? Was denken ihr? Also Yankee sollte keine Snowboard-Karriere verfolgen. Definitiv nicht. Und ich glaube, ab 5 Minuten wird man wahrscheinlich nur noch ausgelacht. Und das vollkommen zu Recht. Jetzt waren Schokobo-Schneemänner hier. Ja, okay. Das Schokobo-Schneemann habe ich auch noch umgerast. Ach Gott erleid. Ach Gott erleid. Über die springen wir jetzt mal. Okay, das kriegen wir nicht hier. Ah, sowas gelingt mir auch nie. So ein Quatsch. Okay. Bin mal gespannt, ob es einer gibt, der noch lahmarschiger und noch schlechter ist als ich. Spontan der rechte Weg genommen. Wahrscheinlich war es spontan falsch entschieden. Würde mich ja echt interessieren, ob es irgendjemand gibt, der das so hinkriegt, dass er alle Ballons kriegt. Also ohne Scheiß. Okay, vor lauter Arg noch der Felsen umgerannt. Das würde mich echt interessieren, was das für Freaks sind und wie oft die das gemacht haben, dass er das wirklich so hinkriegt haben, dass sie in dem Minispiel sämtliche Ballons kriegen. Die müssen ja Tag und Nacht nichts anderes gemacht haben als den Quatsch hier. Etwas bemitleidenswert, wie ich finde dann. Weil für mich ist das einfach nur Mittel zum Ziel, um an den Weg zu kommen. Jetzt bewegen sich die Schneeviecher auch noch. Gibt's dann das? Den Ende haben wir sogar weggekickt mit dem Snowboard. Wow, Iglu! Also da bin ich auch sehr aufs Remake drauf gespannt, wie sie das umsetzen werden. Uah! Mogri! Aber ich glaube, im Remake könnte das etwas entspannter ablaufen. Hoppla. Könnte das etwas entspannter ablaufen, weil wahrscheinlich die Steuerung und alles drumherum besser animiert und gemacht ist. 4 Minuten und 50. Ich glaube, schlechter geht's echt kaum noch. Jetzt sind wir auch noch hier im Gletscher gelandet. Wir haben es irgendwie gepackt. Geht's alles soweit gut? Natürlich. Ich bin einfach zu alt, verdammt. Also, wo sind wir gelandet? Sieht so aus, als wären wir ziemlich weit gesprungen. Hey, was denn das? Den da gerade etwas gäbe, stimmt's? Benutzt mal Viereck, um's da anzugucken. Ist das kalt? Wir erfrieren, wenn wir noch länger hier bleiben. Viereck, hat er gesagt. Ach ja, die Karte. Okay, ich weiß allerdings nicht, wo wir jetzt hin müssen. Wahrscheinlich noch Norder. Das sind wieder die Spender Snaps, genau. Und Clouds Waffe sieht auch irgendwie urig aus. Und Barrett hat so Hightech-Ding kriegt. Also ein Cloud-Waffe, die sieht nicht so wirklich aus, als könnte man die im richtigen Leben für was Richtiges verwenden. Sieht eher aus wie eine schlechte Spargelschäler, was er da hat. Okay, da können wir lang.
Ach, ich laufe jetzt einfach mal hier kunterbunt in der Gegend rum. Keine Ahnung, ob das stimmt, wo ich hier laufe. Oder ob ich irgendwo land, wo ich gar nicht sein sollte. Aber irgendwie sieht der Weg richtig aus, finde ich. Boah, und diese Zittermusik. Boah, irgendwie ist es gruselig. Ich weiß ja gar nicht, wo ich lang muss. Also die Stelle ist irgendwie aus meinem Gedächtnis raus. Angriff von hinten. Okay, ihr Bender-Snatchs. Jetzt kriegen wir das mal so richtig mit der grobe Keller. Zack. Eieieiei. Barrett sei futuristische Waffe ist auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Und schon gepackt. Ja, beim Sid wird es schwierig, wenn der sein nächste Waffe kriegt, die ein bisschen stärker ist. Weil die Dragonerlanze, die er da hat, die hat ja schon jede Menge Materia-Slots. Und die gebe ich auch sehr ungern auf, muss ich sagen. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt wirklich richtig bin. Ich kann es wirklich nicht sagen. Und was... was ist denn jetzt da vor uns? Bedeivel. Gefetzer. Und der gefrorene Nagel. Okay. Wow. Aber Cloud ist anscheinend im Wutstatus gerade. Der kann jetzt nur noch normal angreifen, aber dafür hat er erhöhte Angriff, wie ihr seht. So, Barrett. Okay, das hat schon gereicht. Kampf beendet. Sehr schön. Ja, so viele Erfahrungspunkte und so viele AP, wie es die alte Drache im Tempel der Cetra gemacht hat, kriegen wir hier leider nicht. Aber es ist doch echt nicht verkehrt, was wir hier auch wieder an AP und an Erfahrungspunkte sammeln können. Ach du Scheiße, wo laufe ich dann rum und warum mache ich das überhaupt? Was mache ich hier und wo muss ich gehen? Mann, 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 Mann. Zwei gefrorene Nägel. Euch mache ich fertig. So. Zack. Das dürfte denn schon mal erledigen, ja? Jawohl. Und dann ein bisschen attackieren, ja. Weiterklaue. Zack. Und fertig. Die Gegner sind jetzt hier Kinderspiele, muss ich sagen. Was womöglich auch daran liegt, dass wir beim Tempel vom alten Volk ordentlich aufgelevelt haben. Dann ist das jetzt hier definitiv etwas einfacher. Geht ein bisschen einfacher von der Hand, das Ganze. Das ist auch nicht schlecht. Manometer. Aber die Musik gefällt mir jetzt überhaupt nicht, muss ich echt gestehen. Vor allem, weil das auch für das Schneedorf und gleichzeitig für den Gletscher verwendet wird, ist etwas komisch, wie ich finde. Da hätten sie für den Gletscher ja eigentlich auch eine schöne Agni-Musik finden können. Jetzt sind wir wieder am ursprünglichen Gebiet. Können uns da vielleicht noch umgucken, ob es da noch was Schönes Optionales gibt für uns. Da hoch kommen wir nicht. Aber der zugeeiste Boden sieht sehr cool aus. Okay, da geht's auch nicht durch. Na gut. Zur Kenntnis genommen. Und da haben wir 3 gefrorene Nägel. Ach du liebe Zeit. Ach, wissen wir was. Ich probier's einfach mal. Probier's einfach mal, eichkomische Viecher mit dem Aqua-Gedöns zu schaden. Wird wahrscheinlich nichts bringen, weil das ja selber Eis- bzw. Wassergegner sind, aber ich will es einfach mal probiert haben. Uiuiui, doch tatsächlich, es hat was gebracht. Und 34 MP schluckt der Zauber, habe ich gerade gesehen. Also eigentlich auch nicht so teuer, nur dafür, dass wir richtig ordentlich Schaden damit reißen können. Da macht der Bahamut wesentlich mehr Lücke in die MP. Aber der Bahamut macht auch ein bisschen mehr Schade. Okay. Jetzt sind wir wieder bei den Viecher. Ah, Mist, jetzt ist da sowieso wieder eine Tobsucht drin. Aber dafür macht er auch richtig ordentlich Schade in dem Modus. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum der Cloud hier weniger Schade bei der Kreatur hingemacht hat. Das liegt aber auch nur daran, dass die in die hintere Reihe gestanden hat. Und dann haben die natürlich auch wesentlich mehr Abwehr, das ist klar. Södele, Äther haben sie auch noch fallen lassen, das ist sehr gut. Alter Falter, dieser Musik, die macht mich irgendwie fertig.
So, wo sind wir dann? Wo sind wir jetzt? Geht Musik. Ich kann es gar nicht sagen, wo wir sind. Die K-Zeitung zu leider auch keinen Standpunkt a. Ah, okay. Aber, steht Sache, wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Ich steht an der Stelle hier, ach nochmal ein etwas kürzerer Deal, Maria, liebe Leid. Und wird dann Sache, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig im Eislabyrinth. Im Gletscher. Also machen's gut und bis morgen wieder. Euer Yankee.